damit einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Mein Name ist Geralt und wir widmen uns heute einem Hexerauftrag, den wo wir letztes Mal gekriegt haben von einem gewissen Sven. Wir sollen seinen Schwippschwapp-Schwager suchen, der mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit tot ist und da vorne her schon die Viecher grölen. Ja, heute sei ja mal, wenn ich was verzeihen will. Packen wir schon mal das Silberschwert aus und dann hören wir uns die Komiker da vorne mal. Die ersoffenen. Oh, der ist noch Gwen. Easy. Ja, komm. Easy, du hast keine Chance. Schau dir das so, Alter. Gut, dann können wir das Schwert eigentlich schon wieder wegpacken. Ja. Gestern ist es ja ausgefallen, aber da war ich einfach zu müde. Habe ich keine Lust mehr gehabt. Machen wir heute wieder. Und? Warum leichtes Rot? Kann ich da irgendwas machen? Scheint nicht. Ja, und jetzt? Jetzt leicht, doch, ist leicht rot. Ja, was soll ich jetzt da? Ah, heute jetzt untersuchen. Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Aha. Und vor wem? Vor der Ersoffenen, oder wie? Ist ja interessant. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, immer mal die Fackel her. Oder was? Nein, das machen wir anders. Katze. Ja, da kann man wieder was untersuchen. Du sollst... Hallo. Jetzt. Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna lebt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Apropos Hunger, wir nehmen das Brot mit. Davon liegt auch noch was. Das ist ja alles schön und gut, aber wo soll ich denn jetzt hin? Da, das ist die Spur, glaube ich. Warum ist die nicht rot markiert? Ah, nicht schon wieder. Sind das eigentlich so Explodierfässer, die da? Oh ja. Hey Jungs, kommt mal her! Ihr sollt doch nicht weglaufen, wenn ihr so zündet! Ja, probieren wir es mal da nochmal. Ah, aber ich muss weg. Meine Fresse! Das heißt mal mein schönes Umgebungsausschalten. Ja, leck mich am Arsch. Dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Hey, Ersoffener! Schau mal her, was ich für dich hab. Es ist echt gut, dass ich den schon gelevelt habe. Die sind noch 2 Hits, sind die wirklich hier. Sehr angenehm. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt da kommt. Ich spring halt. Kreis. Ich bin schon wieder von Fallen Order gewohnt, dass man. Ja. Also, ist da das Viech jetzt irgendwo? Da flockt der Dauder, das wird wahrscheinlich der Bräutigam sein. Nils, das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Bitte ein Brit. Also da hätte ich mir jetzt schon was Spektakuläres erwartet.
Okay, das Horn bringt gegen die nicht viel. Hilft nichts, dann brauche ich eine Armbrust. Also irgendwie hätte ich gemeint, die ist, was weiß ich, größer. Also einfach irgendwie spektakulärer. Das schaut irgendwie, also das beeindruckt mich jetzt nicht besonders. Armbrust. So. Oh, ist jetzt vielleicht. Ah, erwischt. Nochmal erwischt. Jetzt geh her! Oida! Oida macht das mittlerweile schon mein Schwert. He. Ja, brutal. Ja, hallo. Darfst du bitte... Hä? Wo ist jetzt die Trophäe? Da kann ich was mitnehmen. So, Geld. Was liegt da? Achso, da ist das. Wieso liegt es das da drüben? Ich hätte den Schwertschaden schon viel früher leveln sollen. Okay, jetzt müssen wir zum Kevin zurück. Da brauchen wir den. Da kommen wir dann wieder weg da. Jetzt hat mich kurz interessieren, kann ich den Schwertschaden nochmal leveln? Ich habe 3 Fähigkeitspunkte. Was ist das? Muskelgedeckt ist bei schnellen Angriff um 15%. Ja, ich kann es nochmal leveln. Jawohl, Alter, ihr habt so keine Chance mehr gegen mich. Können wir den auch nochmal leveln. Was war das? Ja, das ist nicht so krass. Oh, nice, Alter. Jetzt bin ich heute, warte mal. Das war schon auch ausgerüstet, oder? Ja, passt schon. Boah, jetzt bin ich brutal, Leute. Jetzt bin ich so brutal beieinander. Wo geht's denn da jetzt wieder zurück? Da. Sind die Ersoffenen wieder da? Ja. Okay, jetzt kann ich schon die Fackel mehr ausrüsten. Holen wir mein stolzes Ross, das aus dem Meer emporsteigt. Was? Redst du mit mir? Will die irgendwas von mir? Ja, darf tschüss. Okay, gut. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Ja, ja. Ich diene nur mir selbst. Sven, bist du der Sven? Der Kevin. Entschuldigung, nicht Sven. Meister Hexer. Jawohl, ich will das Geld haben. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Er hat wohl die Wahrheit gesagt.
Ein Monster hat Nils geholt. Und ihn umgebracht. Die Leiche liegt in der Höhle. Ich muss sie holen. Hexer, würdest du Britt wohl sagen, was mit ihrem Verlobten passiert ist? Sag du es ihr. Machen wir schon. Gut, ich rede mit ihr. Das ist das Mindeste, was sie verdient. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Ach, das ist schon okay. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Wiedersehen. Das ist schon okay. Ich hab auch eine Schwester und der glaube ich auch nicht alles. Ja, aber 260 Euro. Ich habe kein Interesse an euren Mädchen. Also, bis auf eine. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn Tante Basilisk Waldstraße oder Riesen? Und die Quest mit der machen wir als nächstes. Also, wir werden, jetzt reden wir mit der Britte, oder Brit, oder was heißt. Und dann werden wir uns einmal der Krönung vom nächsten König oder Königin von Skellige widmen. Hey Brit, Großbritannien. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Dein Verlobter ist tot. Eine Echidna hat ihn gefangen und getötet. Nils. Es bringt ihn nicht zurück, ich weiß, aber ich habe ihn gerächt und die Bestie getötet. Danke. Ich wusste die ganze Zeit, dass er mir treu war. Und so will auch ich ihm Treue schwören für den Rest meiner Tage. Nimm dieses Gold. Viel ist es nicht, aber du sollst es haben. Danke, ich kann es begraben, ich will keine Bezahlung. Ach, was soll's. Das meine ich immer so. Danke. Ich nehme, was ich kriegen kann. So viel ist das in meinem Beruf nicht. €25, okay. Ja, ich muss sowieso mit dem Krach reden. Jetzt pass auf, wir müssen Weltkarte. Ein Schnellreisepunkt brauchen wir. Wir dienen ihr. Der Ja, Jungfrau, das hast du jetzt Mutter schon ein und paar Mal Mutter. gesagt. Aber kannst du eine Axt werfen? Mein Bruder kann das. Ja, aber kann dein Bruder die Axt auch wieder zurückrufen? Das kann Kratos. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Scheiß Rassist. Okay, heute na, das Geld stimmt schon. Wir müssen da hier. Viele Leute mögen Hexer nicht und behandeln sie mit Verachtung und Abscheu. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Einige Erscheinungen und andere Monster können eine immaterielle Form annehmen, um sie zu Ey, das wollt ihr nur lesen. Also. Morgen hat meine kleine Morgan Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Gut, dann Eine schön verzierte Axt? Eine Axt? Im Ernst? Warum denn nicht? Ich würde mich freuen. Gut, Mo, wie oft im Jahr hat deine Tochter echt Geburtstag? Recht. Hey, Anwalt! So, auf geht's. Gehen wir zum Anwalt. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Dann schaue ich ein andermal wieder rein. Hat Krach für mich eine Ausnahme gemacht. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das gesagt. Machen wir mal das. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Cerys und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Komm, Top. Krach wartet. Ja, dann packen wir's. Geh vor, Anwalt. Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig, zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort.
Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Pflaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ich hab den Riesen Hör mit gebraucht. deiner Scheißprahlerei auf! Ach, Ceres. Ceres, hey! Ach, verdammt. Wo ist Krach? Das war ja keine Glanzleistung. Ja, mein Gott. Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Meinst du, das weiß ich nicht? Aber du hast sie gesehen, sie ist so... Stur, jähzornig, bockig, weigert sich auf irgendwen zu hören? Genau. Stimmt, Anwalt. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Ja, mei. Geschwisterliebe heute. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, er ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkarlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. So, Ich hab dich im Blick. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? also ich muss mit dem Diesen Krach Kopf reden. über den Kamin. Was für ein Schmuck. Oder kann ich mit den Typen Klinge prügeln? ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sich Kann ich mit denen prügeln? Konkret! Ah, Hjalmar, kannst du... Robbenscheiße. welches Tier wird nie ein Tor schießen? Robben. Guck mal. Habe ich noch alle Zähne? Die meisten. Hast ganz schön kassiert. Warum lachst du? Dich hätten sie auch verdroschen. Oh, das Glaub glaube ich ich nicht. nicht. Glaube Ach ich ja nein? nicht. Willst du wetten? Wirf einen der Wildkarle um und du kriegst mein Schwert. Ende wie ich und ich krieg deins. Erstmal, wer sind die überhaupt? Wildkarle? Wer sind die? Ach, diese Wildmenschen. Die leben in den Hügeln. Also Schafe. Ja, nur ohne Schafe. Sie leben vom Töten, essen nur das, was sie erlegen und kämpfen wie kein anderer. Deal. Na schön. Du kannst mir das Schwert schon mal einwickeln. Verkauf deine Fische erst, wenn du sie im Boot hast, Wolf. Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer! Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig sind. Kann losgehen. Gerne. Gegen wen von denen muss ich kämpfen? Okay, dann schauen wir mal. Wie lange soll ich noch? Reißt ihn in Stücke! Scheiße. Oh, der täuscht an, der Wichser! Oh, Kuier! Hat den wie groß? Au, scheiße. So. Ja. Easy. Du schlägst gut zu. Hart. Ich mag's immer hart. Schwert her. Und weh, es hat keine guten Werte. Oh, was für ein Kampf. So harte Schläge. Ein Wunder, dass ihm das Hirn nicht aus den Ohren geflogen ist. Tja, ich habe die Wette verloren. Aber bei dem Spektakel grämt mich das nicht. Hier, möge es dir gut dienen. Ich steck das hier einfach so in die Hosentaschen. Wenn mir danach ist. Jetzt wollen wir mal kurz schauen. Hat das gescheite Werte?
164 bis 200 Schaden. Meins ist besser. Ja. Das wollte ich schon immer wissen. Da ist noch eine Quest. Ich hab doch gerade gegen die gekämpft. Wo ist denn Ceres? Ich muss Ceres trösten. Ceres ist traurig. Aber ich ziehe meine gute alte Ceres. Das schaffen nur mehr von den Göttern. Die beste Klinge ist nichts wert. Wo ist denn Ceres? Ah. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn Uldarik. Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Respekt. Jetzt ohne Scheiß, wo ist Ceres? Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt. Toll, dieses Schwert. Ich ziehe meine gute alte Axt. Ich sprang ihm also auf den Rücken und versenkte meine Klinge bis zum Heft in seinem Nacken. Das Blut sprudelte wie ein Geysir und war dabei eisig wie ein Gewürz. Aber es sind so viele Sachen. Senke die Dongo ihre Klauen in meinem Das wollte ich schon. Kann ich da eigentlich hinaus? Ah? Ihr Hexen, wenn keine Basilisten, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind. Ah, ich kann sogar hinaus. Also du kannst sagen, was du willst, aber die Welt ist einfach so geil gemacht. Kann die jetzt da wieder abhauen? Letzte Nacht war. Frag mich, wo Ceres ist. Kann ich jetzt da hinaus? Nö. Das geht nicht. Gehen wir wieder zurück. Warte mal. Da ist sie ja! Ceres! Och, was stehst du denn so alleine da in der Kälte? Soll ich dich ein bisschen aufwärmen? Och, komm her. Ceres. Du hast uns also gehört. Wie jeder in diesem Raum, der nicht stocktaub ist. Chalmar verschwendet seine Zeit mit Streitereien mit mir. Ich weiß nicht warum. Alle sagen, dass ich keine Chance gegen ihn habe, was die Krone angeht. Ist doch klar, du bist seine Schwester. Du meinst, du hast keine Chance. Mich würde wieder mal beides interessieren. Ich mach mal das. Meinst du denn, dass du eine Chance hast? Ich weiß es nicht. Aber deswegen gebe ich nicht auf. Das tue ich nie. Natürlich nicht. Ich dachte nur, dass ich mir etwas Respekt verdient hätte, nachdem ich Udalrik in seinem Kummer geholfen habe. Dass man mich ernst nehmen würde. Aber nein, ich muss pausenlos beweisen, dass ich mich zur Königin eigne. Geh besser zu deinen Gästen zurück. Es wird dir keine Fürsprecher einbringen, wenn du mit mir redest. Du hast recht. Bis später, Geralt. Und? Ja, was und? Und das fragst du noch. Du weißt genau, was ich will. Oh, kann ich unter den Rock schauen? Okay, da hinten. Die Geschichte, die Ceres Anfrager einen bösen überlistete. Respekt, Hexer. Jetzt steht's da rum. Ja, und wenn du jetzt so einmal unfragst, kann da nochmal. Da ist eine Quest verfügbar. Da steht, dass eine Quest verfügbar ist. Ah, da. Kann ich nur mal gegen den. Muss ich jetzt nur mal. Gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Ach, das habe ich. Herausforderer! Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Ach, jetzt kann ich das Wir nochmal sind machen. hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig Ja, sind. das habt's mir euch schon verzeiht. Ja, was soll's? Machen wir's nochmal. Kann losgehen. Gerne. So machen wir's halt nochmal. Ich mache Kleinholz aus dir. Reiß ihn in Stücke. Ach du armer Kerl, du hast keine Chance gegen mich. Aua. Glückstreffer. Wird der Malikos jetzt sagen. Kleinholz aus dir. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Das ist Thriller-Song. Du schlägst gut zu. Hart. Und weiter geht's. Ich wärme mich nur auf. Na, worauf wartest du? Ruf den nächsten. Oh, da können wir jetzt so eine Art kleines Turnier machen, ha? Eine Eingeweide! Du wirst Jetzt- es nie lernen. Wo jetzt die alle vermöbeln.
Ah, verdammt, ja, verdammt trifft's. Ach komm, easy. Nächster, komm! King Gamer, Alter. Du hättest mich nie besiegt, wenn ich nicht schon 5 Humpen drin hätte. Komm, nächster! Dann bring mir doch jemanden, der nüchtern ist. Kriegst du das hin? Krieg ich. Die Nacht ist jung. Bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Dein schäbiges Fell werden die Möwen fressen. Den hatten wir auch vorher schon. Alles eine Frage der Pariererei. Sind wir jetzt durch oder geht's noch weiter? Du kämpfst gut für einen vom Festland. Was ist? Ich hab dich. Hab ich jetzt was gekriegt? 2 Erfahrungspunkte. Ah, Ceres, hast du mich gesehen? Hast du gesehen, wie krass das jetzt war? Und? Ja, was und? Hast du mich jetzt gesehen, wie ich die 3 Typen vermöbelt hab? Was machst du da? Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Was soll das? Was machst du da? Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ein Riesenkopf über den Kamin. Ist das so eine Art Tanz? Was machst du da? Naja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Krach. Aber ich ziehe meine gute Halten um die Hand seiner Tochter an. Ah, Cutscene. Hallo Birna. Gefällt dir das Fest Was nicht? bist du denn Das jetzt? ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Was? Svanrgir buhlt nicht um Unterstützer? Svanrik wird nicht um Unterstützer werben. Brans Sohn falscht nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Hast du eine bestimmte Familie im Sinn? Ich nehme an, dir schwebt eine bestimmte Familie vor. Natürlich. Bran war der beste König, den Skellige seit Jahrhunderten gesehen hat. Der Thron sollte an Svanrik gehen, seinen rechtmäßigen Sohn, und dann an dessen Söhne. Aha. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Du verlässt Kertrolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Ja, bitte. So, Krachiman. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandbällen? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinen Kellern. Doppelmet, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakamer Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankreits wissen, was Gastfreundschaft heißt. Ja. Erstmal das. Irgendwas sagt mir, dass diese Gastfreundschaft einen Grund hat. Ja, das stimmt. Auf den Inseln sind Bankette so viel wert wie Taten mit dem Schwert in der Hand. Wenn das so ist, kannst du dich ja entspannen, was das Abstimmungsergebnis angeht. Ich entspanne mich morgen, wenn eines meiner Kinder die Krone trägt. Fühlst du dich zwischen Hjalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Mal unter uns.
Ist Hjalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig, ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Hjalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Cerys etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles, wägt das Für und Wider ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Hast du nicht gerade gesagt, dass das scheiße ist, sowas? Und dass sie einen König brauchen, der wo handelt? Irgendwie hat er sich jetzt gerade selber widersprochen. So, wichtig, Belohnung. Aber da waren doch noch andere Optionen vorher. Oder? Naja, scheiße. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Oh weh. Da hängt auch noch ein Schwert, das will ich auch haben. Verdammt. Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Gehen wir. Ja, dann schauen wir heute mal, wer oder was das ist. Oh, ein Bär! Tut mir leid, ich komme von der Wolfsschule. Bären sind nicht so meins. Wieso muss ich den Bär jetzt mit dem Silberschwert bekämpfen? Ach komm, ich hab einen Sean gelevelt, Alter. Ich hab alle keine Chance gegen mich. Ich bin der King Gamer! Alter, regenerieren die? Komm, 3 Schläge, der hat keine Chance gegen mich. Komm, der nächste! Wo ist der nächste? Das war noch nicht alles. Ja, da ist er. Geh her! Nix gibt's da. Hau die zusammen! Easy. Ja, und jetzt? Na, Süße. Bist du verletzt? Ich hoffe doch nicht. Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel. Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halbjorn? Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Logos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn, das lasse ich nicht zu. Dann komm her! Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen.
Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Verflucht, was für ein Chaos. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Wir gehen uns jetzt mal fachlich an. Wir wollen ja Ceres beeindrucken und deswegen... Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ich helfe dir, Ceres. Ich gehe mit Hjalmar. Das muss ich mal aussuchen. Mich hat aber auch interessiert, wer die Bären reinlassen hat. Ihr hilft der Ceres. Außerdem, ich meine, Ceres, ja. Ceres! Also wer ihr nicht hilft, da... Natürlich helfen wir der Ceres. Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Mach das. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen. Die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Du hast noch gar nichts gemacht. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Was ist vor dem Massaker passiert sei, genau. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren: Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. So, wer ist gestorben? Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Ottrik. Die Liste ist lang. Ich hörte, du hast Lugos geholfen. Wie mir bei dem Him. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Hjalmar und Svanrik. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Oh, wird jetzt Ceres verdächtigt. Naja, man weiß ja nicht. Vielleicht sind ja ihrem süßen, schnuckligen Äußeren ein richtig böses Mädchen. Und dann müssen wir sie bestrafen. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Untersuche. Wir untersuchen. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Ich weiß es nicht. Die Tore waren verschlossen. Kann man was aufnehmen? Achso, ausmachen. Ja, das ist das Wichtigste, dass wir die Kerzen ausmachen. So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Das ist das Werk der Götter. Vielleicht bestrafen sie uns? Weswegen denn? Du redest Unsinn. Ja, im Zweifelsfall waren es immer die Götter, gell? Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Nächster. Ottrik. Mist, der ist ja noch ein Kind. Der war noch ein Kind. Dann sind die Geschichten also wahr. Krieger im Kampfrausch verwandeln sich in reißende Bestien. So, die Bären. Also gut. Was haben wir denn hier? Kopfuntersuchung, Torso untersuchen, Gliedmaßen untersuchen. Ein Bärenschädel.
aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met und nach etwas anderem, etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Ja. Kann man hier nicht die Genitalien untersuchen? Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Was, ein Hexer von der Bärenschule? Alte Narbe. Ist wohl genäht worden. Okay, zurücktreten. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Dann machen wir das. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. Alle Hörner sind leer. Okay. Servus, ich habe was gefunden. Der leicht auch noch rot. Schauen wir den auch noch mal schnell. Okay, den kann ich nicht untersuchen. Ja, wäre schon passen. Ja, wo? Was? Ah, hier. Hier. Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Ceres. Bei Fuß. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Was sind denn jetzt schon wieder Berserker? Also, beziehungsweise ich weiß, was ein Berserker ist, aber in diesem Zusammenhang. Berserker? Der Name des Galgen für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Hautwechsler. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm. Fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Gibt's den Herr der Ringe nicht dauern? Nein, der Hobbit. Das war der Beorn, glaube ich, hieß der. Das war ein Hautwechsel. Der hat sich auch in einen Bären verwandeln können. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Fjord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Servus, warte auf mich. Wer ist denn der Fjord eigentlich schon wieder? Hoppala. Lass mir erst mal auch noch. Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Ja, Game of Thrones hat die rote Hochzeit, die haben das rote Begräbnis. Was ist der Unterschied zwischen einer Hochzeit und einer Beerdigung? Ein Besoffener weniger. Badumts. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich.
Besonders wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalrik hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Ach stimmt, das war ja der Typ, der da beim Udalrik immer dabei war. So, Madrömme, nie gehört. Wirklich? Nie gehört? Du bist der Hexer, du müsstest dich eigentlich schon damit auskennen. Na gut. Madrömme, nie gehört. Ihr auf dem Festland habt einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalrik auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das letzte, wovon Udalrik noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Inwiefern war das jetzt eine Hilfe? Und Madrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Süße, du wärst da immer verdächtiger. Tut mir, so leid es mir tut, so sehr es mich schmerzt, das zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie damit was zum Tor hat. Das wäre ja der Hammer. Die süße kleine Ceres. Oh, wir müssen mit ihr in den Keller. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Wäre jetzt aber wieder Zeit. Wir sind bei echter Keller. Was ist der Zeit, Süße? Pressiert doch nix. Also du willst schnell mit mir allein sein. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Ja, der Anwalt ist auch ein bisschen komisch. Der Anwalt. Oder in seiner Kanzlei. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Ja, was ist jetzt? Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Oh, jetzt werden wir allein. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Ja, und jetzt? Sie will die ganze Arbeit machen. Verdammt. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Untersuchen. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Du kriegst sie nicht weg. Ich schon. Boom! Komm, Süße, wir schaffen das. Ceres, komm! Götter, wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Schatzi, solange du bei mir bist. Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Jetzt hast du mich unterbrochen, wie ich dich anbaggern wollte. Magie, ein Ort der Macht. Ja, den nehmen wir doch mit, oder? Halten zum Interagieren.
Fähigkeitspunkt haben wir erhalten. Was für eine Zeichenintensität haben wir jetzt erhöht? Gwen. Gwen ist gut. Gwen nehme ich häufig her. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Was machst du? Ich glaube, sie wird mir jetzt gerade einen Bussaal geben. Ja, Map sagt da. Achso, ich soll es untersuchen. Ja. Jetzt. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Wie vorteilhaft für uns. Ja, reiben wir es noch ein bisschen aus. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Da war der Brandstifter aber nicht besonders intelligent. Wenn er sowas nicht beachtet hat. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Ja, der hängt schon da. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los. Oh, du hast doch gewusst, dass der Anwalt nicht ganz koscher ist. Ja, dann los. Ich kann nicht laufen. Achso, ich muss auf X tun, glaube ich. Oh, ein Spray. Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Laufplätze! Anwalt! Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Du wirst nicht erwischen, aber ich. Denn ich bin der King Gamer. Du hast keine Chance. Das werden wir ja sehen. Ah, wir haben sogar getroffen. Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrik der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr, mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Jetzt darf mich aber noch was anderes interessieren. Und zwar, warum hat der das gemacht?
Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Cerys Ankret. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kertrolde steckt. Also sprich. Das Blut der Söhne und Töchter Skelliges. Wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass den Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kertrolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Cerys spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Cerys und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kertrolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich kann für das bürgen, was Cerys sagt. Wir bürgen auf jeden Fall für sie. Ich bürge für Cerys. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankrets? Hat Cerys dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Leider nein. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker Rock gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Es gibt noch einen anderen Beweis. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfum durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Cerys. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos. Es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan Ankret bestimmen. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Es tut mir leid, Cerys, ihr macht einen großen Fehler. Aber das... Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner. Und du möchtest jetzt mal nicht aufs Maul? Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Cerys nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrik, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans Ankret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Zu was sonst? Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Ah, das ist alrightig. So. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Svanrik? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten.
Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Sehr gerne, vielleicht komme ich später noch. Ach, scheiße, oh. Machen wir es noch. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Was? Welches Pferd habe ich im Rennen? Plötze. Lädt. Er lädt. Wir kommen genau richtig. Was für ein Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bran dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Oh. Schwören wir ihr die Treue. Jetzt wird doch wohl ein bisschen Schnacksen drin sein, oder? Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Cerberus! 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 Oh, der ist nicht so einverstanden, der Typ. Diese vereinzelten Klatscher. Alles klar. Ja, nice. Lukas war wild. Der ist doch immer. Der ist immer so sehr. Der ist fast immer da. Das ist gerade Druide. Du hast eine Quest für mich. Was hast du für eine Quest? Ich hab dich rufen hören. Ja, ich habe auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat. Wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Was soll ich mit Quintkarten? Ich spiele kein Quint. Was soll ich genau tun? Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Aha. Okay, das mit Waffenbrüder Skellige, das verschirmen wir jetzt einmal. Na, das war das Falsche. Quest. Ich darf gerne erst einmal noch was schauen, was so nebenquestmäßig noch ist, was ich da noch alles so hab. Schocktherapie, ja, das ist das gerade eben. Ja, das ist den Scheiß mit dem Werwolf, den können wir mit dem Arsch lecken. Finde heraus, was für ein zweites Schiff. Fliegende Fäuste, ja,
das ist das. Gewinnt, das geht's vergessen, ich spiele nicht. Rückkehr in den Puckelsumpf. Habe ich das noch offen? Tatsächlich habe ich das noch offen, ne? Verteidiger des Glaubens. Ja, das mit die Schreine ist jetzt auch nicht so wichtig. Auftrag der Betrunkene von Ochsenfurt. Sprich mit dem redanischen Offizier. Machen wir mal das. Also beziehungsweise... Ja gut, jetzt sehen wir nur schnell schauen. Gibt es doch keinen Schnellreisepunkt? Ja, gehen wir noch kurz, nehmen wir noch kurz an der Party teil. Vielleicht können wir da noch was mitgehen lassen. An Tagen wie diesen. Weg da, weg da. Lass mich durch, ich will zu meiner Freundin. Beziehungsweise, ach scheiße. Schmerzt man nur kurz mit denen. Aus, als würdest du vor Stolz platzen. Wenn du wüsstest, Wolf. Sag mir, welcher andere Jarl hat so prächtige Kinder wie ich? Wie traurig, dass ihre Mutter das nicht erleben konnte. Cerys wird eine gute Königin sein. Vielleicht kann sie die Clans endlich vereinen. Hoffen wir es. Und wenn nicht, hat sie immer noch mich und Hjalmar. Wenn es sein muss, greifen wir für sie zu den Waffen. Will ich nur mit dem reden? Ja. Ich sag's dir, Geralt. Seit du und Hjalmar den Eisriesen besiegt habt, sehe ich dich als einen der unseren. Der feiert mich ja richtig hart. Aus. Du hast das Herz eines Ankret. Ja, ich könnte zu einem Ankret werden, wenn du mich mit deiner Tochter verheiratet hast, aber das willst du ja nicht. Königin Cerys, was denkst du? Was Neues vom Massaker beim... Wieso fragt der das? Wir haben das gelöst. Ja gut. Das Massaker bei dem Fest. Gibt es dazu was Neues? Dank dir und Cerys wissen wir, wer es war. Das reicht mir. Ihr versucht nicht, die Berserker zu fangen. Die waren doch nur Werkzeug, Wolf. Ich will lieber die Schwerthand abschlagen, als nur den Stahl zu zerbrechen. Guter Spruch. Wollen wir merken. Königin Cerys, was denkst du? Deine Tochter, die erste Herrscherin von Skellige. Sie wird eine gute Königin. Sie weiß, was sie will. Ja. Und was will sie? Mich hoffentlich. Clans von Skellige vereinigen. Eine schwere Aufgabe. Aber Cerys ist stur. Sie denkt also langfristig. Meinst du, sie schafft es? Sie hat einen mächtigen Verbündeten. Mich. Okay. Das mit dem... Scheiße, fragen wir heute. Das fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen. Schauen wir mal. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Du hast Nilfgaard erwähnt. Was ist denn mit den Nilfgaardern? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem See. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Aber keine Sorge. Wir werden die Schwarzen und die wilde Jagd vertreiben. 2 Fliegen mit einer skellige Axt. Ciri wird in Kertrolde sicher sein. Ja, nur leider werden wir nicht in Kertrolde sein, mein Freund. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Ihr habt jetzt eine Königin. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen nehmen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Mitkommen. Wohin? Wunderschöne Handwerkskunst. Oh. Du hast einen talentierten Schmied. Ich weiß, was das bedeutet. König Erlend Ankret.
Erlensteinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Ich danke dir. Das kann ich nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Lass mich wenigstens das für dich tun. Wenn du darauf bestehst, ich danke dir. Wehe, dieses Schwert hat jetzt scheiß Werte. Ja, es fällt ihm schon schwer. Ist das ein Stahl- oder Silberschwert? Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Mach mal. Das habe ich vor. Leb wohl. Mach mal, OP. Lass mal schauen. Inventar. Jetzt pass auf. 187. Okay, dieses ach so tolle Schwert hat richtig behinderte Werte. Danke für nichts. Sie fix. Und was ist mit dem anderen? Schicksal 308. Okay, das Silberschwert ist nicht schlecht. Das Silberschwert, wo er mir gegeben hat, ist nicht schlecht. Ah, mal ausrüsten, die zwei Schwerter da. Was jetzt richtig geschert war, ich gehe jetzt einfach zum nächsten Händler, gehe da und das Schwert verkaufen. Oh, das war so mies. Naja, sowas machen wir doch nicht. Ich werde ihn im Auge behalten. Ja gut, ich wollte eigentlich jetzt Ceres und Galma auch noch fragen, aber die hocken jetzt da noch bei der Krönungsding. Haben sie auch schon aufgeräumt. Passt. Gut, dann da die sagen, ich sehe gerade Stunde ist schon. Jetzt halt da mal dein Maul, wenn ich was verzeihen will. Ja, ist schon recht. Ich darf jetzt einfach mal auf hier. Also, was ich sagen wollte, für heute machen wir Feierabend. Morgen geht's dann wieder so um diese selbe Uhrzeit weiter mit Jedi Fallen Order. Da schauen wir dann, dass wir endlich mal zum Bosskampf gegen Trilla kommen. Den habe ich jetzt lang nur rauszögert. Genau. Und übermorgen geht's dann da weiter. Da schauen wir uns ein paar Hexeraufträge an. Dann schmerzen wir noch mit unseren Freunden und schauen, was wir da. Mein, jetzt halt mal dein Maul. Dann reden wir noch mal kurz mit unseren Freunden wegen der Waffenbrüder-Geschichte. Und ja. Dann würde ich sagen, wir werden nochmal sauber einen abspeichern. Da, schön abspeichern. Einwandfreie Sache. Okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Servus.